Das ist mir einfach das scheiße Jahr. Oh. Ja, Alter! Servus, hallo, hallo dir und herzlich willkommen zu einer knackfrischen Ausgabe. Bayerisch für Anfänger. Heute machen wir einen zweiten Teil Backen. Nicht mehr im Bauwagen, weil da geht der Rollroll, weil wir im Bauwagen haben wir das gemacht. Aber Genau. trotzdem machen wir da. Heute lernt sie quasi alles weitere, was nicht mit den Grundregeln zu tun hat. Wir machen einen Feuer weiter. Aber erst einmal sagen wir euch, wie man anteilt. Weil, wenn man zu viert Watten spielt, dann spielt man das quasi überkreuzt. Das heißt, wenn da jetzt vier, wenn da jetzt vier Leute hocken, spielen der und der zusammen und der und der. Das heißt, überkreuzt quasi. Und um deinen Spielpartner zu zeigen, was du hast an Trümpfen, das heißt für die kritischen, was du hast, gibt es verschiedene Methoden, das anzuzeigen, sodass man jetzt, weil wenn ich so, dann weiß ja der Gegner auch. So, und der Rest zeigt uns das jetzt einmal. Also erst einmal die dritthöchste Karten, unseren Bise oder Spitz. Hey. Genau, Zwinker mit dem linken auch. Dann haben wir unseren Bölli. Zwinker mit dem rechten auch. Und jetzt ist es der Reis am letzten macht. Max! Ja, also man sollte halt. So unauffällig wie möglich machen. Möglichst unauffällig, also nicht so. Wenn man alles hat, sondern eher so. Nochmal. Dann gibt es natürlich nur zwei Sachen, die man andeuten kann. Und zwar ein Schlocher, der Karten, der dann angesagt wird, weil die vierthöchste ist. Und quasi Zahl, wie man haut. Weil das ist ja auch wieder was, wo ich gut stechen kann. Der Schlocher war zucken mit der rechten Schulter. Und wenn ich die Zahl habe, dann darf ich so oft, weil ich die angesagte Zahl habe, mit der linken Schulter zucken. Jetzt mischen wir die Karten mal durch und spielen einfach mal Runden durch, damit ihr wisst, was Sache ist. Wir haben jetzt da zu viert hinter der Kamera, haben wir nur zwei so Geschmacksgesichter, die haben wir nicht vor der Kamera da können, weil sonst wird das zu viel. Gespielt wird im Uhrzeigersinn, der aber gemischt hat, gibt dann hinterm anderen Stoß zum Anheben. Das haben wir letztes Mal schon gesagt. Wenn jetzt dieser kritische ist, darf ich ihn behalten. Das ist keiner. Und dann legt man den Stoß, den man angekommen hat, her und das, was drunter war, wieder drauf. So, jetzt holt er aus an die 4 Spieler. Wir spielen jetzt einen strenger weiter. Wir tun jetzt kann man aber dann einmal nach unten, dass ihr seht, und was am Tisch überhaupt läuft. Also jetzt ist es so, der was gegeben hat, darf Farbe ansagen und der nächste darf Zahl ansagen. Dadurch, dass wir einen strenger weiterer spielen, dürfen die anderen 2 Spieler ihre Karten noch nicht anschauen, solange nichts angesagt ist. So, jetzt ist er unter angesagt. Und zwar in Schön. Wegen auch drin, schön. Also schön unter ist angesagt und jetzt geht das ganze Ding los. Jetzt schauen wir mal seine Karten durch, ob er was hat, kann dann eventuell seinen Mitspieler schon anzeigen, was man hat und dann der, der Zahl angesagt hat, die erste Karten ausspielen. Der haut jetzt gleich mal einen Unter ein, das heißt stechen kann er den jetzt eigentlich nicht mit dem Schollen unter oder mit einem von den 3 kritischen. Da der jetzt mein Mitspieler kehrt, lege ich einmal nichts ein. Jetzt gehen wir ins andere Haus hier und der Stich kehrt jetzt schon mal mein Mitspieler und mir. Jetzt sagt er 3. Dann sag's halt auch. 3, 5, ab! Servus! Falsch ausgesagt. Halt mal die Schnauze. Also das ist ganz einfach, das jetzt das Ausschaffen, das heißt, wenn sie 2 Spieler so sicher sind, dass die Runden gewinnen, dann können sie ausschaffen. Das heißt, sie können die Punkte, weil ja ein Spiel gibt eigentlich 2 Punkte, können ausschaffen, können sagen, das Spiel, das läuft jetzt auf 3 Punkte. Wenn jetzt die Gegenspieler sagen, 3 Punkte schaffe ich nicht, dann gehen es, dann schmeißen sie Karten weg, dann kriegen wir 2 Punkte, ohne das Spiel zu gewinnen. Wenn jetzt die Gegenspieler sagen, hey, wir haben so gute Karten, wir schaffen das leicht, dann können sie bei 3 bleiben, können aber auch auf 4 erhöhen. So, jetzt was sagt ihr? Geht's mit oder haut's ab? So, da haben wir jetzt nichts. Was haben wir noch gehabt? Oh, das ist ja ein Frühklon. Oh, Alter! Max, ein Bise und Feuer unter. Also wir haben jetzt eine der besten. Wir haben ja einen Bölli gebraucht, den haben wir schick gehabt. Ja, also Der war echt gut jetzt.
Also, das war jetzt die erste Runde, das heißt, es steht 2:0 für uns. So, jetzt mischt der nächste dann in der Reihenfolge im Uhrzeigersinn. Und so gehen die Spiele jetzt weiter. Dann gibt es noch Regelungen, was passiert, wenn man das Spiel nackert gewinnt. Also bei uns ist das immer so, gewinnen alle das Spiel zu 0 quasi. Dann müssen die anderen eine Kiste zahlen. So, das war wieder nix. Jetzt darf der wieder ausgeben. Was bei uns eine richtige Spezialregelung ist, da gibt es aber glaube ich wirklich nicht, bei uns ist es Comeback Israel. Und zwar, wenn es quasi ein Spiel geht bis 15, ab 13 ist man gespannt. Das heißt, wenn jemand gespannt ist und die anderen haben 0 und die über 0 haben, die spielt dann trotzdem drehen und gewinnen, dann ist es ein Comeback Israel, dann kostet es für die anderen eine Kiste. Jetzt sieht man, der Geber, der darf, wenn er alle Karten verdolt hat, die oberste umdrehen und die drunter, die 3 anschauen. Die 3 darf nur der Geber anschauen, die oberste ist für alle sichtbar. Das heißt, jetzt weiß jeder, dass die wertvollste Karte, der Max, schon aus dem Spiel ist. So, jetzt darf der nächste ansagen. 10. Euchel. 10 in Euchel ist angesagt. 3. Jetzt sagt er 3, haben wir gute Karte. Ja, dann sagen wir 4. Der gehört mir. Schauen wir, was der andere macht. 7, so. Der erste Stich gehört uns. Das Spiel läuft schon auf 4. Jetzt können wir mal nix leider. Euchel. Warte mal. Grün war ja nichts wert, jetzt hat der einer gestochen, der oben ist mehr wie bei der 8, somit hat es ihn gehört. Dann hat mein Mitspieler einen Euchel unter eingelegt, der Euchel angesagt, das ist der hier, weil alles in grün. Aber der oben ist über den unter, somit gehört der Stich in den Reis. Der Reis legt den 10er ein, ich da ein wenig ein Euchel ein. Ich habe mir das jetzt verkackt. Nein, ich kann nicht verkackt. Gott, wie Arschloch. Den nehmen wir sogar noch. So, schön Sau. Ich komme mit meinem Grenner einer drunter. Euchelsau. Olli. 4 Punkte für uns, somit steht 6:0 für die Beugler Sachs Armada. Das ist geil, diese Kiste. Ich sage jetzt einen 8er an. Schollen. Schollen. Jetzt sage ich 3. 4. Dann sagt er 4. Spiel liegt an dir, oder? Also, er hat einen schönen 8. Hat er gerade angezeigt. Jetzt habe ich quasi beobachtet, was er angezeigt hat und kann das ganz lauthals verkünden. Und ich lege die erste aus. So. Es ist schön 8 angesagt. Herz, somit gehört es jetzt an 100. Den sagt der Lemumi, der gehört sowieso an 100. Jetzt dort natürlich, wenn der Stoß schon seinem Mitspieler gehört, dann legt er natürlich nichts ein, weil das war ja jetzt ein Schmarrn, wenn er nur mal draufgegangen, dann hätte er draufgestochen und quasi einen Trumpf verschmissen. So. Und es darf immer der außer, der den letzten Stich gemacht hat. Der legt jetzt einen Grey 8, der ist gar nichts wert. Grey unter, Grey 10, was ist noch gesagt? 18. 18 Stück. Der ist schon was wert. Ich leg nichts ein. Wie viel hat es jetzt ausgeschafft? 24. So wie 5. Haben wir das? Ich habe 4 gesagt. So, Ja, das. bleiben wir bei 4. Nein, bleiben wir, mehr. Jetzt legt er einen Schollen 9 rein. Den muss man so lange gewonnen. Nimm mir. Ja. Ein Bälle. Dann lege ich nur einen 8er. Der aber angesagt ist. Somit haben wir jetzt 3 gewonnen. Jetzt 3. 4:6. Also ihr seht, wenn sie das hochschaukelt, wenn sie beide Mannschaften wirklich sicher sind, dass das Spiel gewinnen, dann kann das unter Umständen nach 2 Runden schon vorbei sein. Und wir auch schon gerade auf 12 werfen. Wenn sie den nämlich hochschaukeln auf 15 oder was, dann kann das Spiel ganz schnell vorbei sein. Das war jetzt, um es euch nochmal zu sagen, er hat den Ober gelegt, den Grey Ober,
weil ja oben angesagt ist. Das heißt, der Ober ist über allen anderen Zahlen und über allen anderen Farben. Also über den Eiche Ober, weil der Eiche Ober selber angesagt ist. Das heißt, ich kann mit dem Eiche Ober einen normalen Ober stechen. Somit gehört er uns. Also wir spulen jetzt mal ein wenig 4 und wenn wir gespannt sind, dann kommen wir wieder. So, wir sind wieder da. Aktuell sind wir jetzt gespannt. Das heißt, es steht 13 zu 4. Ja, noch eine Runde. Ja, genau, noch eine Runde. 13 zu 4. So, jetzt gibt es eine wenig eine Regelung, wenn man gespannt ist. Das heißt, ist ein Team gespannt, dann darf es nicht mehr ausschaffen. Sollte das Team dann ausschaffen, werden ihnen automatisch 2 Strafpunkte angezogen. Wenn wir das Spiel jetzt gewinnen, dann haben wir gewonnen. 8. Der Reis sagt dann 8 an. Was sagt der Beugle? Schon. Schön 8 ist angesagt. Der sagt 4, da gehen wir mit. Brauche ich meinen Spielpartner gar nicht anschauen. Wollt ihr nicht erst mal 3 so? Nein. Nein, wir haben schon. Wir sind gespannt. Genau. Wir sind gespannt, wenn die anderen nicht auf 3 ausschaffen, sondern gleich auf 4. Dass wir sollten jetzt nicht drüber ausschaffen. Schön 8 ist angesagt, gell? Das ist schön. Und es ist um die Wurst und das ist der Schalke. Somit haben wir das ganze Spiel gewonnen. Und zwar mit 15 zu 4. Ja. Da sind wir wieder. Jetzt hat er hochgetragen. Ja, willst nicht mehr in anderen Karten, weil das ist Witz ist das. Ja, der ist gerade ein wenig angepisst. Ja, mit dem anderen Kartenspielen ist jetzt nicht neu. Ja, der fliegt Karten durch die Wohnung. Also man kann das Spiel sehr energisch spielen. Ja, aber ich sag mal, der andere packt es gerade gar nicht mehr. Ja. Probiert es einfach selber aus. Ich hoffe, wir haben euch von den Regeln her wegen helfen können. Das ist gerade voll weg, oder? Hey, ist jetzt mal. Wir sollen noch wen grüßen. Und zwar die Luisa und die Johanna. Grüße an die Luisa und die Johanna. Alle, ja, die Und dann kommt der nächste. Wir machen jetzt eine Besprechung für ein neues Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder wenn es wieder heißt Bayerisch für Anfänger. Schaut auf Instagram, Snapchat, Facebook. Das ganze Zeit vorbei. Den ganzen Greifel schaut vorbei. Und wir werden, ihr braucht es gar nicht, ihr könnt es auch in die Kommentare schreiben, aber wir werden es versuchen, eine Schafkopfanleitung zu machen. Das wird zwar brutal schwierig und ich denke, das werden gewiss 4 oder 5 Videos, aber wir machen das, weil wir dann die Ersten sind. Somit gibt es ja noch eins zum Sagen und zwar Seid freundlich. seid freundlich, habt Ehre, bis zum nächsten Mal. Outro.